Für ungefähr 9000 Jahre. Ganz Europa ist mit Büschern bedeckt, die sich nur der letzten Eiszeit für ungefähr 10.000 Jahre entwickelt haben. An der Zeit, die Mesolithikum oder auch nach Mittelsteinzeit genannt wird, ziehen eine kleine Gruppe von Menschen mit Pfeil und Bow durch das Landschaft. Sie leben von der Jagd, vom Fischen und vom Sammeln. Ihr tägliches Leben und ihre Todesrituale sind uns aber größtenteils unbekannt. Zu Lützeburg, am Dal von der Schwarze Ernst, Fuß von heißen Sandsteinfelsen, gibt es verschiedene Felsabrien, wo außergewöhnlich viergeschichtliche Gräber erhalten geblieben sind. Bei den verschiedenen Gräber, die beim Lochspurfund goufen, hat die Analyse von einer Feierbestattung es erlaubt, Todesritualen zu rekonstruieren, die Ende vom Mittelmesolithikum praktiziert goufen. Wie 1935 den Nicolas Thill, Schulmeister von Hirfnich, an den Marcel Heuertz, Anthropolog und späteren Direktor vom Naturgeschichtlichen Museum, Lochspur gegraben haben, sind sie auf eine Struktur gestoßen, wo ein Feuer gebrannt hat. Eine C14-Datation auf einem menschlichen Schank hat ein Datum von ungefähr 7000 Jahren vor Christus ergeben. An der Struktur, die von ihren Entdecker als Feierplatz bezeichnet ist, waren Aschen, Holzkohlen und verbrannten Tieren an Menschenschanken dran. Rezent anthropologische Analysen haben festgestellt, dass es sich um eine gewisse Person handelt, die hier verbrannt ist, und für mich genäht zu sein, um eine ziemlich edle Frau. Besonders, für nicht so biselo einzigartig, als die Präsenz von etlichen Ritzspuren auf verschiedene Schanken vom Schädel. Die Ritzspuren sind nicht zufällig der U-Burg gehen. Sie sind nämlich gedehnt, do platziert gehen, wo die Muskeln um Schädel sitzen, die die Kopfhaut unhalten. Die mit einem Instrument aus Silex gemachte Ritzspuren losen unholen, dass führende Anherrschung von dem Todechen, in diesem Fall von der gestorbenen Frau, die Absicht da war, den Körper darauf vorzubereiten. Es handelt sich also um ein Begräbnisritual, vielleicht für die Kopfhaut raufzuholen. Dieses spezielle Begräbnisritual, wo die Kopfhaut raufgeholt und dono der Körper verbrannt wird, diese Gesten sind nicht mit Kannibalismus zu verwechseln. Für ihre Lechtreise gouf die Frau vom Lochspur mit ein paar fossilen Schleckenhäuser vom Typ Baiania lactea gerischt. Das stammen aus der geologischen Formation vom Tertiär aus dem Pariser Becken, ungefähr 200 Kilometer westlich vom Lochspur. Körperverbrennung vom Lochspur als ein von den seltenen Todesritualen an Nordwesteuropa aus der Zeit um 7000 vor Christus, die dem Mittelmesolithikum zugerechnet kann gehen. Und zwar der Kultur von Menschengruppen aus dem Gebiet zwischen der Meuse
dem Rhein an der Schelde. Sie ass die eels mënschlech Bestattung, die wie se lo Lützeburger Territoire von Kinas. Die rezent Studien vun dëser op europäischem Niveau spektakuläre Kierperverbrennung werft ein Neidlicht op Komplexitéit vun der Todesritualen, déi virun 9000 Joer mesolitech Jeer a Sammler praktizeiert hun.